Ich sehe das gar nicht als Pflicht, mit unseren oder wie heißt so schön, kollektivvertragsfähigen Interessensvertretungen zu kooperieren. Ich sehe das fast erstens einmal als selbstverständlich an und das ist durchwegs sinnvoll, wie ich schon versucht habe, zu Beginn zu erklären, weil dort einfach das entsprechende Wissen und die Unterstützung für uns vorhanden ist. Und wenn ich an die 3 großen Ereignisse, die sich auf die Arbeitsplatzsicherheit bei uns also Auswirkungen gehabt haben in den letzten 6 Jahren, das war 2002/03, der Verlust von über 400 Arbeitsplätzen über den Sozialplan, im Jahr 2006 hatten wir angedrohte Restrukturierungen, die wieder zum Verlust von hunderten Arbeitsplätzen hätten führen können. Und 2010 der Verlust unserer CI-Gesellschaften, der wiederum die Arbeitsplätze gefährdet hätte. Und bei allen 3 großen Ereignissen für unsere Belegschaft haben wir intensiv mit der Arbeiterkammer in betriebswirtschaftlichen Belangen, mit unserer Teilgewerkschaft der GPA-TJB zusammengewirkt, gearbeitet und auch in Richtung Kampagnen. Es gibt ein ÖGB, das Referat für Kampagnen, auch bezüglich entsprechender Aktionen uns dort unsere Tipps geholt. Also das war für uns eigentlich eine Überlegensfrage und nicht eine Verpflichtung, hier zu kooperieren. Und das durchwegs erfolgreich. Es ergibt sich aus der Symbiose, dass Betriebsrätinnen ohne uns und wir ohne Betriebsrätinnen alleine einiges, aber nicht sehr viel erreichen können, sondern gerade durch diese Zusammenarbeit sehr viel möglich ist. Ja, die Betriebsrätinnen wissen vor Ort, was Sache ist. Wir haben ganz einfach Expertinnen und Experten in sämtlichen rechtlichen Angelegenheiten, aber wir haben auch eine Grundlagenabteilung, wo es darum geht, Entstehung von Gesetzen mit zu begutachten. Wir haben Pensionsexpertinnen und Experten, also decken da einen großen Bereich ab. Und wir sind ein privater Verein, wir können nicht per Gesetz abgeschafft werden und können dadurch natürlich auch zu Maßnahmen greifen, die manchmal wirklich sehr guten Druck erzeugen können. Das heißt, wir können proaktiv in die Öffentlichkeit gehen, wir können Betriebsversammlungen in den Firmen machen und als letztes Mittel, was in Österreich nicht so genutzt wird, aber doch als Druckmittel sehr gut funktioniert, ist dann letztendlich der Streik. Von Anfang an habe ich sozusagen als Betriebsrätin und unser Betriebsrat mit der Gewerkschaft kooperiert, was sehr viel Positives für unseren Betrieb, glaube ich, schon gebracht hat. Unter anderem ist auch eine Betriebsvereinbarung dazu entstanden, eine nicht ganz normale Betriebsvereinbarung, und die konnte nur dadurch entstehen, dass ich mich auch in der Gewerkschaft halt aktiv beteiligt habe. Es ist immer wichtig, die Kooperationspflichten wahrzunehmen, alleine schon von der Beratung her, um sich selbst auch zu schützen, dass man nicht in die falsche Richtung rennt.